Die Haselkätzchen sind übrigens auch essbar. Hurra, der Winter ist vorbei und der Vorfrühling ist da. Unser Boten, unser Phänomen, das uns der Vorfrühling zeigt, ist das hübsche Pflänzchen. Das kennen sicher schon viele. Die goldigen Haselkätzchen, die schon viele Allergiker schon seit dem Januar plagen. Aber ganz unscheinbar ist da das kleine pinke Ding. Das ist die Haselblüte, ganz unscheinbar, aber extrem wichtig. Weil aus dem, wenn die bestäubt wird, gibt es dann die Nuss, die wir im September ernten können. Nach dem phänologischen Jahreskreis der Pflanzen fängt jetzt der Vorfrühling an und das ist die Zeigerpflanze. Das sehen wir gut in diesem Kalender. Darum, geht raus, beobachtet den Vorfrühling, wie er da ist. Kleines Side-Fact. Die Haselkätzchen sind übrigens auch essbar. Sie schmecken nicht sehr fein, wenn man sie einfach so isst, aber man kann sie zu veganem Parmesan verarbeiten oder auch als Tee brauchen gegen Erkältungen. Aha. Könnt ihr einfach mal probieren. Und wenn es nicht fein ist, ja, haben Sie es wenigstens probiert. Tschüss!